lasst ihn sich an den Spänen, die er gesammelt hat, nähren und benutzt den Wind, um seine Flammen anzufachen. Indem ihr dies tut, werdet ihr ihn euch geneigt stimmen. Sobald er entfacht und gewillt ist, führt ihn zurück zum Tempel der 5 Sonnenaufgänge, dem Hochaufranggebäude im Zentrum der Insel. Entfacht den Geist des Feuers von neuem. Familie, Freunde, Essen. Essen! Essen! Wir wollen essen! Ich glaube, ich stehe jetzt mal auf die Steine drauf. Da. Hey, oh Peace, was läuft, Katz? Was läuft? Kann ich nicht mit dir... Ah. Hua, rutscht um inmitten des Teiches. Hua, des Geistes des Feuers. Wind. Wind, okay. Ja, nicht Wind. Machen wir Wind. Ist das also Wind? Oh. Nein, ich will das Schülerschwert. Kann ich jetzt das Wind... Aha, da. Da, friss. Yo, was geht, Alter? Durch das grelle Licht hindurch sieht er fast so aus, als würde er Hua lächeln. Sehe ich das? Nein, ich sehe gar nicht. Er scheint sich für euch zu erwärmen. Hua springt aufgeregt hin und her. Er ist offensichtlich bereit, euch zu folgen. Meister Zhangxi hat euch aufgetragen, Hua zu ihm in den Tempel der 5 Sonnenaufgänge im Zentrum der Insel zu bringen. Ihr solltet euch auf den Weg machen. Bringt den Geist des Feuers in den Tempel der 5 Sonnenaufgänge. Auf euch warten eine dieser Belohnungen: Schild des leuchtenden Willens, Schwert des brennenden Geistes. Er kommt zu mir. Und Anne. Wow. Jetzt steht doch wieder einer dort. Nein, doch nicht. Chillig. Wow, ich will jetzt schnell rennen. Yeah. Like was. Ich tue jetzt also nicht spulen, der rennt wirklich so schnell plötzlich. Musik erinnert mich ein bisschen an Skyrim, ich weiß auch nicht wieso. Go. Ah, zum Glück kann der schweben. Oh, kill ihn schnell. Mit da. Yeah. Kann ich da drauf? Bist du sicher, Geist? Ich habe nicht das Gefühl. Au. Bist du ein dummer Geist? Ich komme da nicht drauf. Ich muss anders tun. Ja genau, schlimmer ein Geist des Feuers. Ich da drauf. So. Ah, ich bin schnell für euch. Noobs. Ah, da. Ist das ja, gut gemacht, Ching-Chi. Au. Bringt die Affen, ich fühle mich um. Das wäre noch ein bisschen nett. Oh. Ran, komm. Njom. Holder fast leer, egal. Okay. Ja, so. So. Willkommen, Huo. Das Volk hat eure Wärme vermisst. Dankeschön. Vergesst Verletzte. Ching-Chi, ihr habt euch sehr gut geschlagen.
Huo, der Geist des Feuers ist hier. Die Flamme des Tempels sind neu entfacht. Ihr habt eure letzte Herausforderung bestanden und ohne große Mühe, wie es scheint. Also, es gibt auch einen sehr guten Grund dafür, Huo in den Tempel zu bringen. Es ist an der Zeit, dass ich euch mehr über die bevorstehenden Ereignisse erzähle. Besser Schwert. Ihr habt sämtliche Aufgaben gemeistert, Ja, die das ich euch haben wir. gestellt habe. Ihr habt Huo gefunden und ihn sicher zum Tempel gebracht. Jetzt stehen wir einem viel größeren Problem gegenüber, meine Schüler. Shenzin Su leidet Schmerzen. Wenn wir nicht handeln, wird unsere Welt sterben und wir mit ihr. Wir müssen mit Shenzin Su sprechen und herausfinden, wie man ihm helfen kann. Und um das zu tun, müssen die 4 Elementargeister zurückgebracht werden. Huo war der Erste. Ji, ich bitte euch, zum Dailo-Bauernhof zu gehen und Wugu zu suchen. Den Geist der Erde. Wunderbar. Aisa, ich möchte, dass ihr zu den singenden Teichen geht, um Shu zu finden, den Geist des Wassers. Ja, Meister. Und ihr sollt die Hand sein, die uns alle leitet. Yeah, keine Hand. Sprecht kurz mit mir, bevor ihr zu Aisa an den singenden Teichen im Osten geht. Sali. Ja, das hat er eigentlich gerade schon gesagt. Ich bin langsam heißer drum. Okay, wir müssen sprechen mit Aisa. Aisa! Jetzt sind wir wieder langsam, genau. Jetzt müssen wir wieder schauen, ein bisschen klarkommen mit der Steuerungssache. Langsam. Wir sind langsam. Aisa? Aisa? Du sein Aisa? Willkommen. Willkommen. Zaubern die Musik. Hey. Seid ihr Ich lasse derjenige, mir der... einen Bart wachsen. War heiß. Ich wette, er war heiß. Wer seid ihr denn? Hey, ich bin euer Was macht ihr Vater. gerade? Na klar war der heiß, nicht blöd, Ding. Ich weiß, ihr seid richtig stark, hä? Ihr könntet die Brücke da bestimmt in Stücke treten, wenn ihr wolltet. Nö, aber ich wette, ihr könntet dich über den Hügel da treten. Ja, ich glaube, das könnte noch hinhauen, hä? Wo kommt ihr her? Aus dem Arsch. Nein, aus dem Tempel da, was denn sonst? Okay, haben wir einfach ein paar Kinder geredet. Einmal gut. Oh. Sieht immer so schlecht aus da unten, hä? Chillig. Ja, und jetzt gehen wir das erste Mal ein bisschen weiter weg. Wenn wir ein bisschen schauen auf der Karte. Da haben wir angefangen. Jetzt sind wir schon da unten. Okay. Die singenden Teiche. Na. Yeah, da haben wir glaube ich einen Laden. Oh yeah, Schnitzer. Lehrer für einen Beruf. Also, ich kann scheinbar Beruf erlernen. Ich habe auch noch nicht so viel Erfahrung mit dem. Aber ich rede mal mit dem Wollt da. ihr etwas kaufen? Ich kann euch die Grundlagen jedes Sammler- oder Produktionsberufes beibringen, aber das ist alles. Um mehr als das Grundwissen eines Lehrlings zu erwerben, müsst ihr euch an einen Spezialisten wenden, der sich nur einem Beruf verschrieben hat. Ihr könnt bis zu 2 Berufe erlernen, 2 Sammlerberufe, 2 Produktionsberufe oder jeweils einen. Sekundäre Fähigkeiten wie Archäologie, what the fuck? Archäologie, geil. Erste Hilfe und Angel zählen nicht zu euren 2 Berufen. Ihr könnt so viele dieser Arten erlernen, wie ihr wünscht. Erzählt mir etwas über Sammlerberufe. Sammlerberufe ermöglichen euch, Rohmaterialien zu gewinnen, die von den Produktionsberufen verarbeitet werden. Dazu gehören Kräutersammeln, der Abbau von Erzen, Steinen und Edelstein. Edelstein, ich bin dabei. Oder das Häuten von Tieren. Das hilft euch entweder bei einem passenden Produktionsberuf oder ihr verkauft einfach die Rohmaterialien in einem Auktionshaus. Produktionsberufe ermöglichen euch, Rohmaterialien in Gegenstände zu verwandeln, die ihr selbst verwenden, Gefährte überreichen oder in einem Auktionshaus feilbieten könnt. Sie werden häufig mit Sammelberufen verbunden, so dass ihr euer eigenes Rohmaterial sammeln könnt.
Aber es ist auch möglich, diese Materialien im Auktionshaus zu kaufen. Easy. Bis zum nächsten Mal. Zeigt mir bitte eure Waren. Reparieren? Was kann ich reparieren? Ah, nichts. Ich glaube, ich verkaufe mal etwas. Vielleicht das da. Das da. So noch ausgefallenes Fell. Das brauchen wir nicht. Schülerhand. Gelenkwickel. Das da noch. Jetzt möchte ich aber eigentlich, dass der mir das Möge beibringen der kann. weiße Tiger über euch wachen. Yeah. Kauft etwas. Sammelberufe. Bergbau. Mit dem Bergbauberuf könnt ihr Erze, Mineralien und Steine in Abbaustätten in der Wildnis und unterirdisch ausspüren und abbauen. Diese Rohstoffe können dann im Auktionshaus verkauft werden oder zur Ergänzung der Berufe Schmiedekunst, Ingenieurskunst oder Juwelierskunst verwendet werden. Erfahrene Bergbauer werden außerdem abgehärtet und erhalten eine höhere Ausdauer. Das klingt doch gut für uns, oder? Ihr benötigt eine Spitzhacke, um Bergbau zu betreiben. Diese kann man in einem Laden für Handels- oder Bergbaubedarf kaufen. Unterrichtet mich in Bergbau. Bergbaulehrling. Erlernen. Jupp. Wie viel Geld habe ich noch? Ich habe genug, komm. Ich will das eigentlich erlernen. Erlernen. Warum nicht? Aha. Bergbau 50. Genug davon. Okay. Genug davon. Jojo, Eisenstirn, was geht ab? Besorgt mir etwas Schilfrohr von den Teichen ganz in der Nähe. Frag nicht warum, tu das einfach und lernt. Auf Okay. Wiedersehen. Tschüss. Geht einfach da unten, was? Da. Was ist es? Depot lädt euch in eine Gruppe ein. Voll easy. Hallo? Alle Antworten werden sich offenbaren. Chinchi, es ist schön, euch wiederzusehen, Chinchi. Hier ist der Teich des Stinktiers, wie ihr sicherlich bemerkt habt. Seit der Entstehung von Shen Sisu sind über die Jahre hinweg Tiere in einigen dieser magischen Teiche verändert. Durch ihren Tod wurden die Gewässer von ihrem Geist durchdrungen und jeder, der das Wasser berührt, wird ihre Gestalt annehmen. Ich hab's gemerkt, es gibt einige verfluchte Teiche hier, von denen manche gefährlich sind als andere. Ich weiß beenden. Über die Meditation werde ich versuchen herauszufinden, wo sich Shu aufhält und wie wir dorthin gelangen können. In der Zwischenzeit könntet ihr sicherlich von etwas Übung und Disziplin profitieren. Eure erste Aufgabe wird diejenige sein, die allen Schülern, die sich in die Teiche begeben, zufällt. Findet einen Weg über die Balancierpfähle im Westen und läutet die Glocke, ohne in den Teich zu fallen. Solltet ihr runterfallen, wird der Fluch des Teiches es euch erschweren, den Pfahl erneut zu erklimmen, sodass ihr zum Ufer zurückkehren müsst, um von vorn zu beginnen. Oh, und passt auf die Kraniche auf. Okay. Nur Disziplin und Übung lässt uns unser Potenzial ausschöpfen. Das ist aber genug, oder? Geduld ist die höchste Tugend. Okay. Jetzt habe ich gerade irgendwie... Jetzt habe ich gerade irgendwie vor, glaube ich, Gruppen so angenommen. What the fuck, ich habe das nicht genau gecheckt. Die halbe Stunde wäre um. Ich mache jetzt aber noch ein bisschen weiter, weil mich das... Noobs. Ha. Ha. Jetzt bin ich ein Frosch. Ja, genau. Debo. Besiegt, du schon Mönche. Hä? Ich kann ihn nicht da drauf. Was immer. Debo ist tot. Okay. Ich kann nicht da drauf. Ich check es immer noch nicht genau.
Ah, die sind jetzt in meiner Gruppe und darum... Jetzt check ich's. Hä, die machen jetzt einfach meine Aufgabe. Nein, komm, das wollte ich eigentlich nicht. Ich gang raus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part vom Let's Play. Peace.